Das große Finale von The Legend of Zelda Skyward Sword. Der Fluch des Todbringers. Viel Spaß! Und wir sind doch wieder in der Gegenwart, und das aus einem sehr guten Grund, denn ich wollte euch noch etwas zeigen. Ich stehe hier kurz vor der Stadt der Göttin und... ja, nee, man sieht es nicht so gut, aber das kann ich gleich ändern. Und zwar könnt ihr euch noch an den letzten und vorletzten Part erinnern, wo ich mich gefragt habe, wieso wir eigentlich das Triforce nicht einsetzen. Tja, da seht ihr es, das Teil ist noch da oben. Mann, ich war fast da. Oh, ich wollte mir gerne einen Wunsch erfüllen. Hey, wenn ich das so sehe, da stehen es mir doch wirklich zwei neue Fragen. Erstens, wieso können wir das Triforce nicht einfach einsetzen, um irgendwie, ja, was auch nicht, den Todbringer in der Vergangenheit zu vernichten oder so? Oder zumindest jetzt wieder das Ganze rückgängig zu machen. Soll heißen, die Zeit zurückzugehen, zu drehen, damit wir vor Giohims Ankunft gewarnt sind. Und die zweite Frage bezieht sich auf Giohim. Und zwar, wieso hat dieser Obertrottel einfach das Triforce genommen und sich die Vernichtung des Todbringers, sprich hier wohl eher des Verbannten, einfach zurückgewünscht? Mann, hey, ist der alte Dämlach. Nein, das wollte ich gar nicht. Sorry. Sorry, wie auch immer. Jetzt aber wirklich zurück in die Vergangenheit. Wie ihr sehen könnt, bin ich hier eigentlich voll aufgerüstet. Kann man auf C schnell sagen. Ich habe mir einen Rüstungstrank besorgt, sogar verstärkt, beziehungsweise aufgerüstet auf V. Das bedeutet, dass der verfeindete Trank, also wirklich das V, ja, der macht mich 3 Minuten lang unverwundbar. Der normale Trank wird nur den Schaden halbieren. Und ein Ausdauertrank auch noch auf V. Nur für alle Fälle, der Rest ist gleich geblieben. Natürlich ein bisschen mehr Geld als noch im letzten Part, aber naja. Ich war einfach noch einmal kurz bei der Roulette-Insel, habe da mal schnell 400 Rubine abgestaubt. Ist zwar nicht gerade die Welt, aber es reicht. Und ja, falls ihr euch jetzt fragt, ob im Wolkenhort auch schon jemand gemerkt hat, dass plötzlich die Insel der Göttin fällt. Ja, ich kann euch beruhigen, es ist einigen aufgefallen, aber mehr als ein paar lustige Kommentare gibt es dazu eigentlich nicht. Alle waren äußerst erstaunt und überrascht und haben sich gefragt, ob jetzt der ganze Wolkenhort im Erdboden versinkt und so. Außer... wie ist der Teil schon wieder? Gepora, glaube ich, oder? Genau, Gepora, der Vater von Zelda, der Direktor der Ritterschule. Der hat einfach irgendwas von gefaselt, dass ja in der Prophezeiung davon, ja, im letzten Satz davon was steht, dass die Göttin zum Erdland zurückkehren wird und jetzt hat er es begriffen. Irgendwie so war das. Egal. Das hier ist auch noch lustig. Hab keine Angst, Zelda geht es gut, sie schläft da hinten in der Kammer. Ja, na klar. Ihr wurde die Seele entrissen, aber ihr geht es gut. Ja, verarschen oder was? Ja, du musst den Kerl besiegen, ne? Mann, seid ihr witzig. Ihr seid sowas von witzig. Nee, hier nicht speichern. Herz nämlich voll. Ich hatte ein Hühnerschild dabei. Alles ist picobello. Der Part wird auch aufgenommen. Perfekt. Uff. So, dann bin ich noch schnell die Fernbedienung fest. Weil jetzt wird es echt episch. Ach du Scheiße, ist eben noch zappenduster. Boah, wie das aussieht, als würde der ganze Wald abfackeln. Oder kann es sein, dass der Todbringer irgendwie das Gebiet von Eldin irgendwie ausgelöscht hat oder die ganzen Berge weggesprengt hat und jetzt die ganze Lava hier hinfließt. Meine Fresse. Was hat eigentlich die Karte hierzu? Ja, hier ist noch normal, wie ihr sehen könnt. Wolkenhort mit Göttin der Insel. Eigentlich alles picobello. Göttin der Insel. Insel der Göttin, meine Fresse. Paraschall gezückt. Alles klar, Freunde, seid ihr soweit? Für den Endkampf, für den absoluten Endkampf. Ich bin es, ich habe soweit noch ein bisschen versucht zu trainieren, auch mit der Schildattacke und so. Ja gut, ich muss sagen, ich bin selbst schuld. Also normalerweise mit der Schildattacke mache ich so, dass ich den Nunchuck nach vorne bewege und dann, wenn ich mit dem Schwert zuschlagen will, automatisch den Nunchuck zurücknehme. Aber dann seht ihr es, weil ich ihn zurücknehme, macht er automatisch eine Schildattacke. Darin liegt mein Fehler. Ich versuche es einfach alles ein bisschen zu realistisch zu nehmen. Naja, gehen wir trotzdem rein in die andere Dimension, wie ich denke. Gebieter, ich habe etwas zu berichten. Zum letzten Mal, wie ich denke. Wenn du hier weitergehst, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht mehr zurückkehren kannst, ohne den Kampf zu haben, bei 100%. Immerhin mal bei 100%, wa? Habt auch sehr selten vor. Fühlst du dich bereit für den Kampf? Oh ja. Gebieter, ich bin immer bei dir. Gebieter, viel Glück. Ich liebe dich. Okay, das war fast eine Liebeserklärung. Was soll's? Gehen wir rein. Scotty, beam mich hoch! Mit schwarzer Magie, wohlgemerkt. Wo bin ich denn jetzt? Im Himmel? Sind wir tot? Da steht er.
Irgendwie erinnert mich das Teil gerade an einen Raum aus dem Wassertempel, also Queen of Time, wo wir auf Schattenlink getroffen sind. Du bist wirklich gekommen. Du scheinst es tatsächlich ernst zu meinen, Menschlein. Oh Mann, Link Menschlein zu nennen, hey. Er fühlt sich doch ohnehin schon zu kurz. Sieh dich gut um. Das ist das Letzte, was deine Augen je erblicken werden. Also Freunde, ich hoffe, ich spreche ihn einigermaßen ehrfürchtig aus und wirklich bedrohlich. Weil das ist wirklich eine epische Szene, finde ich. Ich hasse die Götter. Endlich habe ich meine Kraft zurück. Ich werde dich zermalmen. Okay, wieso hasst du die Götter? Boah, dem kommt sogar das Feuer aus dem Rücken raus. Wie lange wirst du wohl vor mir bestehen können? Sei so gut und stirb nicht sofort, ja? Ich werde es versuchen, ja. Alte Schweinefresse, hey. Dämlicher Gandorf-Verschnitt. Von nun an erzittert die Welt unter meiner Herrschaft. Ich werde jeden, der es wagt, die Hand gegen mich zu erheben, auslöschen. Uah. Leute, wir sind in der Hölle. Alter, also vor dem Typ habe ich 10-mal mehr Respekt als vor Ganondorf. Link zeigt keine Furcht. Er ist mutig wie eh und je. Und die unendliche Macht. Ja, die liegt in der Vergangenheit noch auf der Insel der Göttin. Da musst du erstmal hochgehen, Alter. Kannst du überhaupt fliegen? Wenn ich erst das Triforce habe. Ja, darauf kannst du aber lange warten. Dann gehört diese Welt den Dämonen. So Leute, it's the final showdown, wie ich sagen würde. Kann ich mich bewegen? Hallo! Wow! Wow! Ich bin zu nah dran. Wow! Geohimu, fast 2 Sterne. 2 Herzen. Okay, okay, der ist nicht übel. Komm nochmal, komm nochmal. Wie groß ist der Raum eigentlich? Oh, ich habe ihn einmal getroffen, nämlich 2-mal. Moment mal, Fei. Irgendwelche Infos. Du stehst dem Todbringer gegenüber. Dieses Wesen gilt als die Quelle des Bösen, die die Zeit überdauert und bis heute fortbestanden hat. Uralte Legenden besagen, dass seine Erscheinung je nach Betrachter stark war jeden Zeit und also ja, gut, das wissen wir doch. In dieser vom Todbringer beherrschen Welt steht der Himmelstrahl nicht zur Verfügung. Wieso? Das ist halt eine bisschen... Hä? Wieso können wir den Himmelstrahl nicht einsetzen? Ist das, weil das Ding in dem... heilige Kraft des Masterschwerts ist, oder wie? Okay, was machst du, Alter? Was war das für... Was machst denn du da? Moment mal richtig her. Oh, das bringt alles nichts. Na? Oh, ich kann da aufhören, wie ich will, das bringt nichts. Okay, versuch's nochmal mit der Schildattacke. Nö. Das Ding geht zu schnell für mich. Ah, jetzt geht's. Oh, ich habe ihn zweimal erwischt, nämlich nochmal. Leute, das sieht übel aus. Komm her, komm her. Ja, jetzt habe ich ihn. Haha, was sagst du jetzt, hä? Komm her, Alter. Die hat sich einen neuen Schalter durch deine Feuerfrisur. Wie der aussieht, ey. Aber das ist echt ein... Der ist echt würdig, mein Endboss-Gegner zu sein. Ja, oh. Alter, habe ich ihn oft erwischt. Aber der hält echt viel aus. Das ist trotzdem Masterschwert. Ja, ja, ja. Oh, scheiße, ich bin zu... ja, wie soll ich das sagen? Zu hektisch. Ja, schlag zu, schlag zu. Oh. Der wird einfach ab. Mit Gyui mal Schwert wohlgemerkt. Alter. Du Lulu. Wenn das weitergeht, brauche ich bald einen Herztrank. Mann. Bist du ein finsteres Vieh, du Lulu. Oh, ich hatte ihn fast. Dämliche Schildattacke. Ich habe wieder mal den gleichen Fehler gemacht. Sorry, Leute. Ich bin doch noch kein Meister des Skyward Swords. Oh, immer 2 Herzen. Und nein, ich setze nicht den Herztrank ein. Damit warte ich noch.
Hä? Wow. Also das war Glück. Und da steht schon wieder. Oh, jetzt ist er sauer. Hä? Na klar, kein Himmelstrahl, ein Blitzschlag. Da geht, wa? Wow! Oh! Was war denn das für ein fieser Move? Manchmal kann ich das auch. Okay, Leute, ich bin gleich tot. Die erste Fee ist gleich fällig. Ich hoffe, da ist noch andere Informationen für mich. Nein, brauche ich nicht. No, Fei, das ist der falsche Zeitpunkt. Definitiv der falsche Zeitpunkt. Was machst du da, Alter? Scheiße, ich bin draufgegangen. Und schon lebe ich wieder. Haha, so schnell geht das. So. Ich brauche noch schnell einen Herztrank. Aber zuerst weiche ich noch schnell aus. Geht auf. Hey, ich habe ihn abgeblockt. Ich komme gar nicht dazu. Okay, ich brauche dringend eine neue Strategie. Was sollen diese Blitze hier? Du. Oh, so. Ich bin da einigermaßen im Rennen. Und was macht gegen die Blitze? Wow, okay, ich kann die Blitz zwar selber einsetzen, aber bringt mir nichts. Das bringt auch nichts. Wieso kann ich den abwehren? Ich hab doch den Hylia-Schild. Oh, ich sehe gerade gar keine Blitze. Nein, weg. Ja, ich kenn doch die Scheißtechnik. Nicht schon wieder. Ich bin unter Strom. Wow, das war knapp. Was macht er jetzt? Und weg hier, und weg hier, und weg hier, und weg hier. Wow, diese dämlichen Blitze. Und weg hier. Komm schon, Alter, ich weiß, was du willst. Ein Blitzstrahl nach mir schießen. Komm schon endlich, komm schon! Okay, was mache ich falsch? Das war der Fehler. Jetzt kriege ich ihn. Weg da, Link! Ach, geht immer zu wenig schnell weg, hey. Okay, ich muss dringend mal was Neues versuchen. Komm schon. Himmelstrahl. Ich meine eigentlich Blitzstrahl. Ich kann ihn irgendwie auch abwehren. Ach, so geht das. Ja. Wow, jetzt ist das sauer. Okay, Leute, es ist eigentlich alles klar. Ich muss seinen Angriffen ausweichen und dann selber kontern. Ja, genau so. Nein, nicht schon wieder! Oh, Mann, ey. Da sind wir zu schnell dran und die Blitze kommen zu langsam. Verdammt. Wow, der war knapp. Dann waren die Blitze, wann kommt der endlich? Nein, nicht schon wieder. So, jetzt bist du dran, Mann. Okay. Ich wollte gerade die Schwungattacke einsetzen, aber die klappt irgendwie nicht. Ja, ich habe ihn zwar getroffen, aber ist mir gerade scheißegal. Nein, oh, verdammt, ich hatte ihn fast. Oh. Na, warte, alter Sack, hey. Hey, ich hab zugeschlagen, Leute. Ja, nicht schon wieder. Das ist gleich die zweite. Moment mal, jetzt reicht's mir aber. Ne, dann nehme ich erst das nächste Mal. Na? Und zwar spreche ich vom Rüstungstrank. Der Fight ist einfach nur episch bis zum Get-No. Genau das meinte ich. Und die zweite Fee. So, jetzt reicht's mir aber endgültig. Gluck. Oh, nicht schon wieder. Du bist mir endgültig zuwider. Komm schon. Genau das wollte ich jetzt abwarten. Jetzt nehme ich den ein. Sehr gut. 3 Minuten lang unbesiegbar und das brauche ich unbedingt.
Ich war zu spät. Oh, nicht schon wieder. Wann kam denn noch diese dämlichen Blitze? Na? Jetzt! Ja! Yes! Blitzfangstoß. Alter, war das ein harter, epischer Fight. Aber er ist hinüber. Endgültig. Verdammte Scheiße, ich hab beide Feen den vollen Herztrank SV und Rüstungstrank gebraucht. Okay, gut, der Rüstungstrank war mir just for fun, aber trotzdem. Was ist jetzt nochmal mit einem dämlichen Anti-Master Giverhim Verschnittschwert? Nee, das ist futsch. Haha, dein Schwert ist im Eimer. Du bist fällig, Mann. Jetzt rück endlich Zeldas Seele raus. Ein Menschlein besiegt von einem Menschlein. Beeindruckend. Aber merk dir, es ist nicht vorbei. Natürlich ist es vorbei, du bist hinüber. Mein Hass, meine Dämonen, beides wird ewig bestehen. Es wird nie aufhören. Sprichst du etwa von Ganondorf? Ihr beide, mit dem Blut der Göttin und dem Mut des Helden, ihr sollt für alle Zeiten verflucht sein. Ja, er spricht eindeutig von Ganondorf. Und dieser Dreiecksbeziehung. Die Verkörperung meines bodenlosen Hasses wird euch auf Ewigkeit in einem blutigen Meer der Finsternis verfolgen. Das heißt wohl, es wird auf Ewigkeiten weitere Zelda-Spiele geben. Mit Ganondorf, Link und Zelda. Er ist hinüber. War das jetzt wirklich so einfach? Moment mal. Wozu brachten wir dann bitte schon das Triforce, um ihn zu vernichten? Es geht doch mit dem Master-Schwert. Was ist denn jetzt los? Achso, jetzt wird das böse, endgültige Master-Schwert versiegelt. Vernichtung des Todbringers bestätigt, seine verbliebene Essenz wird in das Master-Schwert übertragen. Die Versiegelung ist abgeschlossen. Geil, einfach geil. Jetzt ist der endgültige Master-Schwert versiegelt. Er wird nie wiederkommen. Dafür aber wird sein Fluch uns auf Ewigkeit verfolgen. Sprich in Form von Ganondorf. Wie wir es ja auch außer Queen of Time und all den anderen Zelda-Spielen wie Link to the Past, Wind Waker, Twilight Princess etc. etc. können. Da frage ich mich allerdings, ob Vati und der Dämonenkönig aus Spirit Tracks auch von dem Todbringer eigentlich abstammen oder wie das gemeint ist. So, da bin ich wieder. Ich war erfolgreich. Das hast du gut gemacht, Michael. Ja, und wo ist Zelda? Geht es ja gut? Was da? Was ist hinter mir? Bardo? Zelda! Danke, Michael. Es ist vorbei. Wirklich vorbei. Oh, wie rührend. Ich krieg direkt Gänsehaut, ey. Das Ende eines grandiosen Spiels. Ach, Kopf auf Zelda. Es wird andere Spiele geben. Und andere Let's Plays natürlich. Nicht übel arbeiten. Dank, dass ihr euren bescheidenen Beitrag zur Legende des Helden Bardo geleistet hat. Moment mal, das Spiel heißt nicht The Legend of Bardo Skyward Sword, klar? Das ist eben noch The Legend of Michael. Natürlich The Legend of Zelda Skyward Sword. War nur ein Witz. Ja. Und ein nämlich Witz, ey. Ja, was soll's. Wir haben allen Grund zu feiern, Leute. Der Todbringer ist endgültig vernichtet, der Verband in der Zukunft auch und das Ganze auch. Natürlich auch Kiwi. Was? Ach, du hast eine wichtige Rolle gespielt. Vielen Dank. Achso, Impa spricht zu Bardo. Ach, Quatsch. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Ja, jetzt plötzlich. Früher war er viel großkotziger. Nachdem wir hier fertig sind, will ich endlich meine Zeit zurück. Das Mütterchen hat sich Sorgen um euch beide gemacht. Wir müssen schnell zurück, damit sie sieht, dass es euch gut geht. Naja, ich schätze mal, das Mütterchen, sprich die alte Impa wird es sowieso wissen. Jetzt, wo es auch die junge Impa weiß, ne, versteht schon, aber Bardo weiß es offenbar noch nicht. Nö? Was ist jetzt los? Fei, alles in Ordnung? Göttin Hylia, ich meine Zelda, ich bin so froh, dass ihr in Sicherheit seid. Ja, Fei, ich denke, das sind wir alle.
Gebieter, ich muss dir etwas sagen. Und das wäre? Moment mal. Freunde, das kennen wir doch, den Sockel. Ist nicht so ein ähnlicher Sockel wie auch also Queen of Time? Beschützer der als Mensch wiedergeborenen Göttin, Bezwinger des Todbringers, Michael, der Held. Tja, da seht ihr's, der erste Held überhaupt. Nicht der Held der Zeit, nicht der Held des Windes, nein. Einfach nur der Held. Meine Bestimmung, dich zu führen, hat sich nun erfüllt. Das bedeutet, Gebieter, hier trennen sich unsere Wege. Wie liegt der Hand sieht, ey. Wow, ist das ein großer Stein. Wenn du das Schwert wieder in seinen Sockel steckst, ist meine Arbeit getan. Ich werde zurück in einen ewigen Schlaf fallen. Was, hier in der Vergangenheit soll das reinstecken? Hä? Da gibt's ja hier 2 Schwerter. Das Schwert der Göttin, das noch im Wolkenhort oben ist, und jetzt hier das Masterschwert. What the hell? Du hast deine Bestimmung meisterlich erfüllt, Gebieter. Bitte bring das Schwert zurück an seinen Platz und erfülle so den Willen der Göttin. Moment mal, das kommt mir irgendwie nicht mehr ganz draus. Wieso bitte bring das Schwert zurück an seinen Platz? Wir haben doch das Schwert der Göttin ursprünglich vom Wolkenhort, sprich von der Göttin, sag ich schon wieder falsch. Ich meine natürlich von der Insel der Göttin. Also von dem Sockel da, und das hier, das ist der Tempel und, ich hab hier gar nichts mehr. Aber egal. Entbinde mich nur meiner Aufgabe, Gebieter. Ja, von mir aus, wenn du das so willst, du Roboter, Fee, Dingsbums. Was ist jetzt los? Vibe ist da drin? Ja, sieht so aus. Sie ist wieder im Schwert. Zelda, was ist los? Die schaut so traurig, wieso? Ich meine, wir stecken doch bloß das Schwert da rein. Was soll es daran so schlimm sein? Auf hier möge das Schwert ewig warten, auf den Helden der Zeit. Aber Moment mal. Heißt es jetzt, dass Fei endgültig weg ist? Das wird auch erklären, wieso wir noch Queen of Time und allen anderen Zelda-Spielen nicht mehr mit Fei kommunizieren können, auch die Aura-Suche nicht mehr funktioniert. Hä? Es ist doch noch da. Michael. Meine mir von der Göttin auferlegte Bestimmung war es, dich als Helden zu leiten. Link, wo schaust du dich bitte schön um? Fei ist gerade vor dir. Nachdem ich geweckt wurde, war dies die Pflicht, die ich als Dienerin der Göttin zu erfüllen hatte. Aber unsere gemeinsame Zeit ist nun die wertvollste Erinnerung, die ich in mir trage. Und da ist sie wieder. Michael, ich kann die Herzen der Menschen nicht analysieren, aber nun, da unsere Reise ihr Ende gefunden hat und ich mich wieder im Masterschwert zur Ruhe begeben muss, beginne ich etwas zu spüren. Oh, wird's doch noch etwas menschlich? Wir Menschen nennen dieses Gefühl Freude. Also irgendwie erinnert mich Fei ein bisschen an Data aus Star Trek. Nun, da meine Bestimmung erfüllt ist, beginnt mein Bewusstsein bereits in Schlaf zu verfallen. Ich möchte dir noch etwas sagen, das mir von unserer Reise besonders in Erinnerung geblieben ist. Du hast es auf deinem Weg oft gehört und nun möchte auch ich es dir sagen. Danke, mein Gebieter, Michael. Ach, Fei. Vielleicht werden sich unsere Seelen irgendwann erneut begegnen. Tja, wenn überhaupt, dann nur in einem neuen Zelda-Spiel. Als Nintendo! Hängt euch ran! Mach's gut, Fei. Und vielen Dank für alles. Auch für deine vielleicht manchmal etwas nervigen Kommentare und so, aber du warst mir doch eine gute Freundin, treue Wegbegleiterin. Und jetzt geht's zurück in die Zukunft. Aber Impa, du musst mit uns kommen. Hä? Was ist jetzt los? Zelda, ihr besitzt vieles Erinnerung. Ihr wisst doch. Ich gehöre in diese Zeit. Zelda, wieso soll sie mitkommen? Sie ist doch bereits in unserer Zeit. Kapiere ich nicht ganz. Da weiß sie es etwa auch nicht?
Ja, aber... Kein Aber, Mann. Sie will hier bleiben, dann lass sie doch. Kehrt zurück in eure Zeit. Ich werde das Portal zerstören, sobald ihr hindurchgegangen seid. Aber nach all dem, was wir zusammen erlebt haben, kann ich dich hier nicht einfach zurücklassen. Bitte, Impa, komm mit uns. Ich bin durch das Zeitportal gegangen, um euch zu beschützen und die Welt zu retten, wie Hylia es bestimmt hat. Mann, du sprichst gerade mit Hylia. Jetzt wird die verbliebene Essenz des Todbringers in diesem Schwert festgehalten. Jemand muss darüber wachen. Er darf nicht wieder wachen, er darf die Welt nie mehr bedrohen. Dann kapiere ich nicht ganz, wieso er in The Wind Waker nicht erwacht ist, weil da wäre die Kraft äußerst geschwächt, das Schwert hat sich wieder zurückverwandelt und, naja, vielleicht kann uns Nintendo diese Frage mal beantworten. Das ist unsere Aufgabe. Wir Sheikah sind stolz darauf, dass die Göttin uns dafür auserwählt hat. Okay, aber die Sheikah gibt es ja nur noch in Ocarina of Time, oder? Okay, gut, Impa gibt es natürlich auch noch in, Moment, was war das jetzt? Zelda 1 und 2, glaube ich, oder? Aber jetzt in The Wind Waker gibt es gar keine Sheikah mehr und ich kapiere das Ganze nicht. Egal, ich muss jetzt für alles eine Erklärung finden, oder? Die Zelda-Spiele sollen vor allem Spaß machen und das machen sie auch. Zelda, das Triforce. Die unendliche Kraft des Triforce ist zu mächtig, um blind darauf zu vertrauen. Nach der Erfüllung seiner Aufgabe muss es vor der Welt verborgen ruhen. Die Göttin Hylia hat mich dies gelehrt, wisst ihr noch? Sie hat voll die Tränen in den Augen. Oh, ist das rührend. Was macht sie da? Ah, ein kleines Abschiedsgeschenk. Da ist das Triforce drauf. Sehe ich auch erst jetzt zum ersten Mal. Wir werden uns wiedersehen, ganz bestimmt. Oh ja, darauf kann es aber einlassen, hey. Und ich schätze früher, als Zelda es wohl vermutet. Oder? Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie das nicht weiß. Das müsste doch eigentlich wissen. Naja. Das Zeitportal öffnet sich wieder. Und zu dritt machen wir uns zurück auf dem Weg in die Gegenwart. Tja, da sind wir wieder. Und alles ist picobello. Aber es müsste doch hier auch irgendwo noch das Masterschwert sein, oder nicht? Wieso ist jetzt das Zeitentor verschwunden? Das Zeitportal verschwunden? Da ist das Masterschwert da hinten, ich sehe es! Oder ich glaube, ich habe es zumindest gerade gesehen. Tja, Zelda, siehst du? Hier ist sie doch, deine geliebte Impa. Obwohl er deine gut gewonnene Freundin Impa. Ja, seht ihr, da oben ist das Masterschwert. Jetzt versteht sie es auch endlich. Na klar, Bardo immer auf den Kleinen rumhacken. Impa, es freut mich, dich wiederzusehen. Seht ihr? Ich habe doch gesagt, wir würden uns wiedersehen. Das stimmt, das hast du gesagt. Obwohl ich mich immer noch frage, wie viel Zeit ist jetzt wirklich vergangen? Ich meine, Impa sieht zwar alt und verschrumpelt aus, aber das kann eigentlich nur 100 Jahre her sein. Aber trotzdem, wenn das nur 100 Jahre her gewesen ist, wieso konnte sich dann im Wolkenhort eigentlich niemand mehr daran erinnern, dass mal ursprünglich im Erdland unten waren? Außer natürlich Hylia hat irgendwie ihre Gedächtnisse gelöscht, das wäre eine andere Variante. Aber sonst, meine 100 Jahre reichen doch nicht aus, um so eine Erinnerung auszulöschen. Was ist denn jetzt los? Okay, Impa zieht sich zurück. What the hell? Hä? Wieso ist sie jetzt verschwunden? Nee, oder? Jetzt sagen wir nicht, dass der Todbringer wieder auftaucht. Oder Giverhim? Haben wir was in der Zeit durcheinander gebracht oder so? Nee, ich glaube, das muss so sein. Impa, ich danke dir. Sie war wohl doch einfach zu alt. Da ist es, das Masterschwert!
als wäre nichts gewesen, steckt es da im Sockel. Wohlgemerkt, den Sockel sehen wir auch zum ersten Mal überhaupt. Was ist denn jetzt los? Wieso öffnet sich jetzt das Tor? Oh, was für ein grelles Licht! Hat mir mal jemand eine Sonnenbrille? Oh, Mann. Wow. Wie episch. Was für eine Atmosphäre. Wie genial. Also das erinnert mich jetzt wirklich an Ocarina of Time ans Ende. Da war es doch auch so. Kann man jetzt etwa... Tatsächlich, Leute, die Credits! Wir haben das Spiel durchgespielt. Es ist vorbei. Oh, so, dann lege ich mal den Controller beiseite. Dann frage ich mich gerade, ob es hier noch weitergeht mit irgendwelchen Bildern oder so, oder ob das so weit alles ist. Weil sonst wird ich langsam zum Fazit kommen. Ja, ich glaube, das war's langsam. Kann ich noch was machen mit A oder so? Nö. Okay. Schauen wir einfach weiterhin auf das Legend of Zelda Skyward Sword Bild. Na toll, es war ein bisschen wenig Zeit für mein Fazit. Ah, jetzt kommt's endlich, meine Güte. Die Credits, Leute. Staff Director, ja, das könnt ihr selber durchlesen, dazu habe ich jetzt nichts zu sagen. Wir kommen endlich zu meinem Fazit. Also, bevor ich jetzt das Spiel generell bewerte, erst einmal muss ich sagen, was war das für ein geniales Spiel? Hey, oh, wir sehen sogar Zelda, wie sie das erste Mal im Erdland gelandet ist. Auch nicht übel. Ja, ein absolut geniales Spiel, das da Nintendo aus dem Ärmel geschüttelt hat. Die 5 Jahre Produktionszeit, glaube ich, die haben sich wirklich gelohnt. Das Spiel ist 1A. Jetzt komme ich erstmal zu den Punkten, die mir nicht gefallen haben, dann zu den Punkten, die mir gefallen haben und dann zum endgültigen Fazit. Also, was hat mir denn so nicht gefallen? Zum einen mal die Ausdaueranzeige, die haben das ein oder andere Mal ein bisschen aufgeregt, aber sonst im Großen und Ganzen war sie, ja, ja, nee, ich würde sagen, ja gut, sagen wir eher neutral, oder? Ich meine, man konnte zwar die Ausdaueranzeige mit Tränken auffrischen und so. Aber, naja. Auf alle Fälle war es eine innovative Idee, so eine Anzeige überhaupt einzuführen. Mein Geschmack war es nicht unbedingt, aber ja, cool war es auf alle Fälle. Oh, hat jetzt gerade gefangen genommen. Die arme Zelda. Egal. Andere Punkte waren zum Beispiel das Tag- und Nachtsystem. Ja, dazu könnte man jetzt sagen, ich meine, es gab ein Tag- und Nachtsystem, aber wie sie das eingebaut haben, fand ich ein bisschen umständlich. Vor allem, dass man die Overworld, sprich eher das Erdland, bei Nacht nicht betreten konnte, war doch etwas seltsam, finde ich. Nacht ist unnötig, aber gut. Da wollte Nintendo vermutlich etwas Neues versuchen oder so. Für mich ging das Ganze in die Hose. Ich fand es zwar, ja, so Tag- und Nachtsystem an und für sich war es schon cool, aber wie sie es umgesetzt haben, war einfach ein bisschen schwach, finde ich. Naja, was soll's. Vielleicht macht es ja beim nächsten Zelda-Spiel wieder besser. So ähnlich wie bei Twilight Princess zum Beispiel. Der nächste Punkt wäre dann, ja, das, was eigentlich noch fehlt. Und zwar wäre das die Magieanzeige zum Beispiel. What the hell? Ich meine, das Spiel spielt vor Minish Cap, Ocarina of Time, vor allen anderen Spielen. Und wieso darf es unbedingt hier keine Magieanzeige geben? Verdammte Scheiße, ich warte seit Twilight Princess darauf, dass es endlich mal eine Magieanzeige gibt. Genauso wie mit dem Feuer- und Eispfeil. Ich meine, gut, man kann den Bogen zwar upgraden, aber da hätte man, denke ich, mehr draus machen können. Genauso eben, wie gesagt, bessere Pfeile und so. Vielleicht auch Silberpfeile, die haben wir ich glaube zumindest seit Link to the Past auch nicht mehr gesehen. Oder gab es einen Awakens-Teil? Ich weiß gar nicht mehr. Die kenne ich noch gar nicht, die Awakens-Teile. Okay, ist was anderes. Oh, Legend of Zelda Theme. Auch nicht übel. Ja, ich muss das beeilen. Ich habe das Gefühl, die Credits sind bald durch. Was kann ich sonst noch sagen? Genau. Die Schilde. Also gut. Die Schilde an und für sich fand ich genial. Auch die Auswahl davon. Was mich gestört hat, war, dass es kein Spiegelschild gibt. Verdammte Scheiße, ich war da schon seit Twilight Princess darauf. Aber kein Spiegelschild mehr. Wieso denn? Ich meine, zumindest den göttlichen Schild hätte man doch zum Spiegelschild
umfunktionieren können, oder? Ich meine, der hat schon so gespiegelt und so. Na egal. Ja, aber das war's dann eigentlich auch schon mit den negativen Punkten. Jetzt zu den positiven. Erst einmal das Genialste, die Story. Alter Scheiße, und leck mal am Tschöpli, war das eine geniale Story, von Anfang bis Ende. Weil die Story hat uns immer wieder in die Irre geführt, das war mich immer wieder in die Irre geführt. Ich habe mir immer wieder Gedanken, Theorien aufgestellt, was könnte jetzt passieren, was passiert als nächstes, dann und so weiter und so fort. Und immer wieder hat mich das Spiel überrascht, vor allem beim dritten Tempel, da könnt ihr euch sicher noch gut daran erinnern, wo ich mich gefragt habe, ist das wirklich der Tempel? Und erst als wir die Dungeon-Karte erhalten haben, da war ich mir sicher, das muss der Tempel sein. Da war ich zwar einerseits auch ein bisschen enttäuscht, weil ich mit dem Tempel der Zeit gerechnet hatte, aber jetzt die endgültige Umsetzung fand ich dann doch nicht so übel. Hier sind wir gerade noch das Sandschiff. Oh ja, da können wir gleich noch zu den Tempel kommen. Die Tempel waren zwar etwas kurz im Allgemeinen, aber doch genial gestaltet, finde ich. Vor allem sehr innovativ, auch das Sandschiff. Immer wieder etwas Neues, nie der gleiche Tempel und so, auch nie das gleiche Prinzip. Von daher muss ich sagen, 1A. Vor allem auch das mit dem Kompass. Ich kann mir vorstellen, dass viele sich dachten, wieso kein Kompass, ist nicht mehr klassisch und so, aber ich fand das genial, hey. Das hat mich schon bei Ocarina of Time gestört. Für jeden Tempel einen neuen Kompass und die sahen alle gleich aus. Ja, Gott, verdeklassiert nochmal, wieso denn? Aber hier haben sie es bewiesen, es geht auch ohne Kompass. Genauso gut mit den Dungeon-Schlüsseln, die waren auch genial. Dass die mal anders geformt waren, einen anderen Zweck erfüllt hat. Na gut, der Zweck war derselbe, aber wir mussten da wirklich die Steuerung einsetzen. Und das war einfach 1A. Genauso, und jetzt kommen wir zu der Steuerung. Auch die war im Grunde genommen genial umgesetzt. Natürlich muss man sich zuerst daran gewöhnen, aber im Großen und Ganzen 1A. Die Musik ebenso, da kann man nichts sagen. Eigentlich das ganze Spiel durch perfekte Musik. Also haben sie wirklich fast selbst übertroffen. Und hier bei diesem Ausblick kommen wir auch gleich zu der Grafik. Dazu muss ich sagen, natürlich war ich am Anfang etwas enttäuscht, weil es ja hieß, also beim ersten Mal hieß es ja eigentlich, es sollte eine realistische Grafik sein, wie bei Twilight Princess, und dann haben wir sich für eine Mischung aus The Wind Waker und Twilight Princess entschieden, aber ich muss sagen, jetzt im Nachhinein fand ich die Grafik einfach nur 1A. Genial! Hier kommen wir jetzt auch schon zum Ende der Credits und somit zu meinem Fazit. Ich wollte zwar noch etwas mehr sagen, aber gut, beende ich es hiermit mal. Skyward Sword bekommt bei mir 97 von 100 Punkten. Und das bedeutet, Skyward Sword hat das geschafft, was seit Ocarina of Time kein Zelda-Spiel mehr geschafft hat. Und zwar eben dieses Ocarina of Time von meiner persönlichen Zelda-Bestenliste abzulösen. Ihr habt richtig gehört, Skyward Sword ist mein Lieblings-Zelda-Spiel geworden. Vor allem wegen der Story. Die war einfach 1A und auch das... Ja, jetzt kann man ja schon wieder... Was ist das hier? Ich dachte, die Vögel kommen nicht ins Erdland runter. Okay, ist doch nicht übel. Offenbar doch. Wieso gibt es denn bei Ocarina of Time keine Vögel mehr? Kapiere ich nicht. Aber ist ja auch egal. Wie wir hier sehen, besiedeln die Menschen des Wolkenhort jetzt langsam aber sicher das Erdland. So wie es auch sein soll. Und Link und Zelda stehen beim Triforce und ich frage mich gerade, wie sind die da aufgekommen? Zelda singt, Link spielt. Ich könnte behaupten, ein 1A-Schlussbild, oder? Oh Mann, war das ein geiles, innovatives Kampfsystem mit dem Rumgefuchteln. Ja gut, es war nicht wirklich ein Rumgefuchtel. Man musste wirklich strategisch denken und so und richtig die Schläge positionieren. Ja, ich glaube, das könnte bei zukünftigen Zelda-Spielen ein kleines Problem werden für mich. Also sprich bei älteren Zelda-Spielen. Weil jetzt habe ich mich so daran gewöhnt und zurück zum Klassischen. Naja. Ihr werdet es ja dann sehen bei Ocarina of Time Master Quest, was ich dann jetzt weiter zocken werde. Ich wollte immer hierher kommen. Ich wollte das Erdland sehen. Den Wind auf meiner Haut spüren. Wieso? Gab's im Wolkenhort etwa keinen Wind oder was? Jetzt möchte ich hier leben. Den Boden unter meinen Füßen spüren und zu den Wolken aufblicken. Und das Triforce beschützen. Michael. Was wirst du nun tun? Ja, was wohl? Was werde ich wohl tun? Weiter Let's Plays zocken natürlich.
Und wisst ihr was? Ich werde Skyward Sword vermutlich gleich noch einmal zocken. Das Spiel ist einfach zu genial, hey. Ich glaube echt, es gibt für mich kein anderes Spiel, das vergleichbar so genial ist wie Skyward Sword. Stimmt das wirklich? Ist Skyward Sword wirklich mein absolutes Lieblingsspiel geworden? Nicht nur das absolute Lieblings-Zelda-Spiel? Ich weiß es noch nicht. Das vielleicht in einem anderen Video. Ende. So, jetzt will ich doch mal kurz nachsehen, ob sich noch was verändert hat. Weil es soll ja hier auch einen Heldenmodus geben. Und wer weiß, vielleicht geht es nahtlos weiter. Na, wie sieht's aus? Kann was mit Speichern und so? Komm schon, ich weiß es doch. Alles klar, möchtest du das Spiel erneut beginnen und dich dem Heldenmodus stellen? Hä? Was war das für eine Schrift? Mann, die Schriftfarbe, das kann man kaum lesen. Ich will mich dem Heldenmodus stellen. Ein bisschen schon. Ja. Alles wird schon. Okidoki. Ich hoffe, wir kommen zurück zum Startbildschirm. Ja. Ja, zurück hier und Heldenmodus. Wow. Den können wir jetzt neu beginnen. Ja, aber soll ich den Heldenmodus jetzt wirklich auch noch Let's Playen? Das wird dann übelst lang gehen und... Ich meine, einerseits wäre es zwar cool, andererseits wäre es noch immer ziemlich mehr oder weniger das gleiche. Ne, wisst ihr was, ich mach's anders. Skyward Sword ist hiermit beendet, das Let's Play. Aber ich denke, es werden noch einige Bonusparts folgen, wo ich euch den einen oder anderen Unterschied zum normalen Modus präsentieren werde. Vielleicht werde ich auch nochmal die Boss-Challenge machen in Ranel, ihr wisst schon, beim Donnerdrachen. Weil ich denke, jetzt im Heldenmodus ist der vielleicht schwieriger geworden. Deshalb eine neue Herausforderung. Egal, wie dem auch sei. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Let's Play. In diesem Sinne geht's jetzt mit Ocarina of Time Master Quest weiter. Bis dann. Und ciao zusammen.